Mein Kollege Jérôme Courtois und ich werden Ihnen heute die Ausstellung Schicksalswege der Juden Luxemburg zwischen 1940 und 1945 in Form eines Vortrages vorstellen. Nach einer kurzen Einleitung werden wir besonders auf die zwei unterschiedlichen Phasen eingehen, welche die Geschichte der Verfolgung der jüdischen Gemeinschaft Luxemburgs durch das NS-Regime charakterisierten. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebten über 4000 Juden und Jüdinnen in Luxemburg. Mit einer mehrheitlich katholischen Gesamtbevölkerung von ca. 300.000 machte die jüdische Gemeinschaft also rund 1,3% der Bewohner des Landes aus. Ein Viertel von ihnen hatte die luxemburgische Nationalität, die Mehrheit jedoch waren Flüchtlinge aus Osteuropa, Deutschland und Österreich. Sie kamen aus allen sozialen Schichten. Intellektuelle, Künstler und Sportler bereicherten den Luxemburger Kultur- und Sportsektor. Viele verdienten ihren Lebensunterhalt als Arbeiter und Händler oder eröffneten Geschäfte. Die jüdische Gemeinschaft errichtete im Laufe der Zeit 4 Synagogen sowie ein Gebetshaus und einige Versammlungsräume. In den 1930er Jahren erlebte Luxemburg politische und wirtschaftliche Spannungen, geprägt von der Weltwirtschaftskrise von 1929 und der wachsenden Zahl von Flüchtlingen. 1937 versuchte die konservative Regierung mit dem sogenannten Maulkorbgesetz die Kommunistische Partei zu verbieten. Eine Volksbefragung verhinderte diese Infragestellung der Demokratie, wenn auch nur knapp. Die jüdische Gemeinschaft Luxemburgs entging diesen Spannungen nicht, im Gegenteil. Die luxemburgische Regierung versuchte die Einwanderung aus Angst vor Überfremdung zu beschränken. Ab 1938 wurden vermehrt jüdische Flüchtlinge abgewiesen. Jene, die aufgenommen wurden, fanden nur schwer Arbeit, weil die luxemburgischen Arbeitsnehmer privilegiert wurden. In einigen Dokumenten des öffentlichen Dienstes wurden zum Teil Begriffe der NS-Ideologie übernommen. Und in rechtsgerichteten Zeitungen und Zeitschriften, wie zum Beispiel die katholische Jugendzeitung De Wacker Rappelt, aber auch der größten Tageszeitung des Landes, dem katholischen Luxemburger Wort, wurden antisemitische Artikel veröffentlicht. Kleine nationalistische und rechtsextreme Gruppierungen verteilten zudem antisemitische Flugblätter und beschmierten jüdische Geschäfte und Synagogen. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch nationale und internationale Netzwerke von Fluchthelfern und Unterstützern. Die jüdische Organisation Ezra betrieb unter anderem Flüchtlingsunterkünfte und stellte finanzielle Mittel zur Verfügung. Auch Einzelpersonen wie zum Beispiel der Politiker und Anwalt Viktor Botzen halfen jüdischen Flüchtlingen. Am 10. Mai 1940 fiel die Wehrmacht in Luxemburg ein. Großherzogin Charlotte und die Regierung gingen nach einer zunächst unschlüssigen Haltung ins Exil und stellten sich auf die Seite der Alliierten. In Luxemburg wurde im August 1940 eine Zivilverwaltung unter Gauleiter Gustav Simon aufgebaut. Eine aus luxemburgischen Beamten bestehende Verwaltungskommission unter der Führung von Staatssekretär Albert Vera versuchte mit den NS-Besatzern zu kollaborieren, um die Regierungsgeschäfte weiterführen zu können und so eine gewisse Unabhängigkeit des Landes zu bewahren. Dies entsprach jedoch nicht den Zielen der Deutschen, welche die Verwaltungskommission im Dezember 1940 auflösten. Als Teil des Gaus Koblenz-Trier, später Moselland, wurde Luxemburg eingedeutscht, nazifiziert und so de facto an das Dritte Reich angegliedert. Die Deutschen deklarierten die Luxemburger aufgrund ihrer Rassenideologie als Volksdeutsche. In dieser neuen Volksgemeinschaft war kein Platz für die ca. 3000 Juden und Jüdinnen, die nicht im Mai 1940 nach Frankreich oder Belgien geflüchtet waren. Das NS-Regime begann mit einer Verfolgungspolitik gegenüber der jüdischen Gemeinschaft, die sich in zwei verschiedene Phasen entfaltete. Zuerst Ausgrenzung und Vertreibung, dann die systematische Vernichtung. Am 5. September 1940 setzte das NS-Regime die Nürnberger Rassengesetze in Luxemburg ein. Viele weitere Verbote und Diskriminierungen folgten. Juden und Jüdinnen durften keine freien Berufe mehr ausüben und wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt und jegliche staatliche Unterstützung untersagt. Der Kontakt mit nichtjüdischen Bewohnern war verboten. Sie durften keine öffentlichen Orte wie Restaurants, Theater, Kino oder Schwimmbäder mehr besuchen. Die Synagogen wurden abgerissen. Über 50 Juden wurden zur Zwangsarbeit in Wittlich beim Bau der Reichsautobahn eingesetzt. Ab August 1941 mussten Juden und Jüdinnen eine gelbe Armbinde tragen, ab Oktober dann den Davidstern. Auch jüdische Wohnungen mussten gekennzeichnet werden. Jüdische Kinder dürfen nicht mehr im öffentlichen
nicht mehr in die öffentliche Schule gehen. Die einzige private jüdische Schule musste im Juni 1942 ihre Türen schließen. Das jüdische Konsistorium war gezwungen, die Befehle der NS-Besatzer umzusetzen und zu übermitteln. Die Luxemburger Behörden widersetzten sich der NS-Rassenpolitik kaum. In einigen Fällen kamen sie den Besatzern bereitwillig entgegen, unter anderem durch die Erstellung von Listen der im Land anwesenden ausländischen Juden. Die von der NS-Ideologie überzeugten Luxemburger, welche die Volksdeutsche Bewegung gründeten und später in die NSDAP eintraten, terrorisierten die jüdische Bevölkerung und halfen, antisemitische Propaganda im öffentlichen Raum zu verbreiten. Opposition oder gar Widerstand gegen die Verfolgung der jüdischen Bürger und Bürgerinnen gab es in der luxemburgischen Gesellschaft kaum. In Anbetracht dieser verzweifelten Situation versuchten ab August 1940 viele Juden und Jüdinnen Luxemburg und Europa zu verlassen. Doch das ist alles andere als einfach. Die nötigen Papiere und die Geldmittel zu beschaffen war schwierig, langwierig und oft unmöglich. In den Monaten nach der Besatzung entstanden jedoch Fluchthelfernetzwerke. Der Leiter der deutschen Passierstelle in Luxemburg, Baron Franz von Hoynige-Hühne und George Platwaller von der amerikanischen Botschaft in Luxemburg zum Beispiel, retteten Leben, indem sie über ihre Befugnis hinaus Dokumente für die Auswanderung ausstellten. Albert Nussbaum, der 1940 Vorsitzender des israelitischen Konsistoriums in Luxemburg wurde, organisierte Schiffspassagen für jüdische Flüchtlinge in die USA und andere Länder. Um dies zu erreichen, stand er in Kontakt mit der Exilregierung, die ihn unterstützte, zumindest was die Juden luxemburgischer Nationalität betraf. Die nötigen Verhandlungen führte er von Lissabon aus, wo er auch noch eine luxemburgische Zweigstelle der jüdischen Hilfsorganisation Jewish Joint Distribution Committee leitete. Die Fluchtbewegungen konzentrierten sich besonders auf Portugal, unter anderem dank des portugiesischen Konsuls Aristides de Sousa Mendes, der die Interessen Belgiens und Luxemburgs vertrat. Er setzte sich über die restriktiven Anweisungen seiner Vorgesetzten hinweg und verschaffte tausende Visa für ausgewiesene Juden und Jüdinnen. Der Großrabbiner von Luxemburg, Robert Serebrenik, spielte hier ebenfalls eine Schlüsselrolle. 1902 in Wien geboren, absolvierte er sein Rabbiner- und Universitätsstudium und promovierte in der österreichischen Hauptstadt. Als 1928 Samuel Fuchs, der Großrabbiner von Luxemburg, starb, wählte das israelitische Konsistorium Robert Serebrenik zu seinem Nachfolger. 1930 heiratete er Julia Herzog, die wie er aus Wien stammte. Serebrenik setzte sich bei den Besatzern für die Interessen seiner Glaubensgenossen und bei diplomatischen Stellen für Ausreisevisa ein. Mithilfe dieser Akteure organisierte das Konsistorium so Kollektivtransporte nach Portugal und Südfrankreich, um Juden und Jüdinnen die Flucht zu ermöglichen. Gleichzeitig zu dieser Fluchtbewegungen verfolgten die NS-Besatzer in einer ersten Phase das Ziel, die jüdische Bevölkerung zu vertreiben, was auch von der Verwaltungskommission aktiv unterstützt wurde. Deshalb zwangen sie die jüdischen Bürger und Bürgerinnen immer mehr zur Ausreise. Dies geschah parallel zum Raub und ihrer Ausgrenzung. Das NS-Regime organisierte demnach zum Teil von der Gestapo bewachte Kollektivtransporte nach Portugal oder Südfrankreich. Otto Schmalz, Juden-Sachbearbeiter, zuständig für den Raub jüdischen Besitzes und der Deportation der Luxemburger Juden, begleitete gelegentlich die Transporte persönlich. Am 24. März 1941 wurde Serebrenik nach Berlin zu Adolf Eichmann befohlen, Leiter des Referates 4B4 des Reichssicherheitshauptamtes und einer der Hauptakteure des Holocaust. Eichmann, der die Aufgabe hatte, Millionen Juden aus Deutschland und den besetzten Gebieten zu vertreiben, wollte die guten diplomatischen und administrativen Beziehungen des Rabbiners ausnutzen, um Transitvisa zu erhalten. Angesichts der Kriegsaktivitäten und verschlossener Grenze erwies sich dies jedoch als unmöglich. Als Robert Serebrenik von Baron von Hoynige-Hühne erfuhr, dass er in Lebensgefahr war, verließ er Luxemburg am 26. Mai 1941 und floh mit seiner Frau in die Vereinigten Staaten. Auch aus dem Exil setzte er sich unermüdlich für die jüdischen Flüchtlinge ein. Er gründete den Luxembourgish Jewish Information Office und es gelang ihm noch über 120 Menschen, die Flucht in die USA zu ermöglichen. Wie dramatisch die Fluchtbewegungen aus Luxemburg sein konnten, zeigt das Beispiel von fast 300 Juden und Jüdinnen,
die im November 1940 unter Aufsicht der Gestapo Luxemburg Richtung Portugal verließen. Sie wurden zum Bahnhof von Vila Formoso, einer kleinen Stadt an der portugiesischen Grenze, gebracht und mussten dann, nachdem sie vergeblich eine Woche im Zug auf Transitvisa gewartet hatten, nach Bayonne in Frankreich zurückkehren. Dort wurden sie in einem Lager festgehalten und konnten erst im April 1941 ins unbesetzte Frankreich. Die Schicksalswege der jüdischen Flüchtlinge waren sehr unterschiedlich. Manchen gelang tatsächlich die Flucht in die USA oder nach Kuba. Hunderte andere strandeten in Frankreich oder Belgien und blieben dort zum Teil unter ihrem richtigen Namen oder aber mit gefälschten Papieren. Manche kämpften sogar im französischen Widerstand oder auf der Seite der Alliierten für die Befreiung der von Deutschland besetzten Gebiete. Andere wiederum kamen in Internierungslager und wurden später nach Osten deportiert. Zwischen Mai 1940 und Oktober 1941 verließen über 3000 Juden und Jüdinnen Luxemburg. Die Grenze zwischen Flucht und Vertreibung waren fließend. Im Herbst 1941 änderte sich jedoch die Pläne der deutschen Besatzer. Juden sollten nicht mehr vertrieben, sondern ermordet werden. Es begannen die Deportationen in die Ghettos und Vernichtungslager im Osten. Erste Anzeichen einer bevorstehenden Deportation sind bereits für Anfang September 1941 belegbar. In einem Schreiben verpflichtete die Gestapo das israelische Konsistorium, ihre Glaubensmitglieder auf ihre Aussiedlung vorzubereiten. Dies jedoch ohne die Angabe eines genauen Datums noch des Zieles der sogenannten Aussiedlung. Aufgrund guter Beziehungen zur Reichsvereinigung der Juden in Deutschland gelang es dem Konsistorium im Oktober 1941 jedoch in Erfahrung zu bringen, dass die Juden Luxemburgs zusammen mit 20.000 anderen Glaubensmitgliedern aus dem Reich nach Osten deportiert werden sollten. Bis dahin unterlag das Konsistorium jedoch der Illusion, die im Land verbliebenen Juden und Jüdinnen demnächst noch außer Landes bringen zu können. Da eine Deportation älterer und kranker Menschen aus rein ökonomischer Sicht wenig profitabel erschien, könnten diese in einem Sammellager, genannt Jüdisches Altersheim in Fünfbrunnen im Norden Luxemburgs, isoliert werden. So zumindest die Hoffnung des Konsistoriums. Mit Bekanntgabe der definitiven Aussiedlungsliste nach Lodz sollte jedoch auch diese Hoffnung schwinden. Aus einem Akt der Verzweiflung heraus suchten die Betroffenen, einige sogar mit Erfolg, die deutschen Behörden davon zu überzeugen, sie aus gesundheitlichen oder familiären Gründen zu verschonen. Andere suchten wiederum Zuflucht im Suizid, versuchten über die Grenze zu fliehen oder erhielten in letzter Minute ihre Ausreisevisa. Letzten Endes wurden ca. 320 Menschen gen Osten ins Ghetto von Lodz deportiert. Auf Befehl der Gestapo wurden diese frühmorgens am 16. Oktober zum Hauptbahnhof ins Gebäude der Zollverwaltung bestellt oder wurden mit Bussen dorthin gebracht. Von ihnen lebte die Hälfte in Luxemburg-Stadt, 28 kamen aus Ettelbrück, 24 aus Esch-Alzette und wiederum 21 aus dem Sammellager von Fünfbrunnen. Die restlichen Juden und Jüdinnen kamen aus anderen Dörfern und Ortschaften. Die Abfertigung der Juden und Jüdinnen fand in aller Öffentlichkeit statt. Berichten des SD zufolge fand sich eine ganze Reihe von Nachbarn, Freunden, aber auch Geistlichen am Bahnhof ein, um die Menschen zu verabschieden. Bevor die Juden und Jüdinnen in die Zugabteile einstiegen, wurde ihr Gepäck, gefüllt mit einigen wenigen Habseligkeiten, kontrolliert und ihre Identität überprüft. Der Ablauf wurde strengstens von Gestapo-Chef Fritz Hartmann überwacht. Gegen 1 Uhr abends fuhr der Transport mit der Nummer DA3 vom Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt ab und erreichte nach Zwischenhalten in Trier, wo ca. 190 weitere Juden und Jüdinnen hinzusteigen mussten, und Chemnitz am Nachmittag des 18. Oktober den Bahnhof Radegast in Lodz. Neue Quellenfunde lassen jedoch die Annahme zu, dass die Juden und Jüdinnen aus dem Regierungsbezirk Trier zuerst mit Bussen nach Luxemburg transportiert und von dort aus gen Osten deportiert wurden. Der Deportationszug DA3 war nach denen von Wien und Prag der erste Transport aus dem Westen des Reiches. Nach ihrer Ankunft im Ghetto von Lodz ab April 1940 in Litzmannstadt eingedeutscht, wurden die Juden und Jüdinnen des sogenannten Luxemburg-Transporters von der Gestapo ins Ghetto getrieben, wo sie registriert und ihnen ihre neuen, zumeist überfüllten und unter schlechten sanitären Bedingungen stehenden Wohnquartiere zugewiesen wurden. Nachdem die mitgeführten Lebensmittel aufgebraucht waren,
erhielten die neuen Ghettobewohner Rationen von der jüdischen Selbstverwaltung. Diese war jedoch stark reduziert. Mangelernährung und die schlechten hygienischen Bedingungen begünstigten den Ausbruch von Epidemien und sorgten für eine hohe Sterblichkeitsrate. Um überleben zu können, mussten die Ghettobewohner eine Arbeit finden. Dies vor allem als Handwerker oder Arbeiter für die deutsche Kriegswirtschaft oder in Privatfirmen wie beispielsweise Neckermann. Circa 200 Juden und Jüdinnen des Luxemburg-Trehtransportes wurden als arbeitsfähig eingestuft, weitere 215 als nur bedingt arbeitsfähig. Um die noch nicht deportierten jüdischen Angehörigen in Luxemburg in Sicherheit zu wiegen, wurde am 4. Dezember 1941 die Postsperre gegen die Juden und Jüdinnen des Luxemburg-Trehtransportes für einen kurzen Zeitraum aufgehoben. Die Texte waren jedoch vorformuliert, um zu verhindern, dass die Betroffenen von ihrem Leid erzählen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch um Geldzusendungen gebeten, die im Ghetto gegen Quittungen eingetauscht wurden. Ab Dezember 1941 wurden die Juden und Jüdinnen des Ghettos allmählich ins 70 Kilometer entfernte Vernichtungslager Chemno und später ab August 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Etwa 150.000 Juden und Jüdinnen des Ghettos fielen der sogenannten Endlösung zum Opfer, darunter 500 des Transportes Luxemburg-Trier. Unter den Opfern befand sich auch die ursprünglich aus Russland stammende Familie Lukmanski. In Luxemburg enteignet und bei Paul Würth zur Zwangsarbeit missbraucht, wurde die Familie am 16. Oktober nach Łódź deportiert und einige Monate später im Mai 1942 in Chełmno ermordet. Der ebenfalls am 16. Oktober deportierte Jugendliche Josef Schlang wiederum meldete sich im Ghetto freiwillig zur Arbeit und wurde von seinen Angehörigen getrennt. Letztere wurde ins Vernichtungslager Majdanek deportiert und dort ermordet. Josef Schlang wurde in verschiedene Arbeitslager verschleppt, darunter auch nach Auschwitz, wo er in den Lagern Monowitz und Sosnowitz Zwangsarbeit leisten musste. Im Januar 1945 wurde er in einem sogenannten Todesmarsch nach Österreich ins KZ Mauthausen und anschließend nach Gusen getrieben. Im Mai 1945 wurde Josef Schlang in Greiskirchen befreit. Zum Zeitpunkt seiner Befreiung wog er nur noch 40 Kilogramm. Als einziger Überlebender seiner Familie kehrte er im gleichen Jahr wieder nach Luxemburg zurück. Bereits am 17. Oktober 1941 berichtete die gleichgeschaltete Presse, eher nebensächlich, von der groß angelegten Deportation nach Łódź, durch die Luxemburg nun judenrein wäre. Sämtliche noch im Land lebenden Juden und Jüdinnen sollten in einem beschönigend als jüdisches Altersheim bezeichneten, nahe den Bahngleisen gelegenen Kloster im Norden des Landes bei Fünfbrunnen gesammelt und isoliert werden. Die Umbauarbeiten des beschlagnahmten Klosters wurden bereits im August 1941 von Gestapo-Chef Fritz Hartmann beauftragt. Zwischen 1941 und 1943 wurden ca. 300 jüdische Bürger nach Fünfbrunnen verschleppt, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen leben mussten. Die in Fünfbrunnen internierten Juden und Jüdinnen waren regelmäßig den Schikanen der Gestapo, allen voran Fritz Hartmann, ausgesetzt. Letzterer inspizierte regelmäßig das Sammellager, verschlimmerte die Wohn- und Lebensbedingungen der Heiminsassen, schikanierte und bestahl sie. Für sämtliche Verstöße der jüdischen Gemeinschaft im Land wurde das Konsistorium verantwortlich gemacht. Als Sprachrohr der jüdischen Gemeinschaft in Luxemburg musste es sämtliche Verordnungen weiterleiten. Daneben wurden dessen Vorsitzenden von der Gestapo dazu gezwungen, die Deportationen mitzuorganisieren, indem sie auf Befehl der NS-Besatzer bei der Aufstellung der Listen mit den Namen zu deportierender Juden und Jüdinnen mit involviert waren. Obwohl das Konsistorium ab Mitte April 1942 in Ältestenrat der Juden umgetauft, einen gewissen Einfluss auf die Auswahl der Personen hatte, lag die Verantwortung der endgültigen Auswahl der Deportierten in den Händen der Gestapo. In seiner Rolle als Judenältester musste Alfred Oppenheimer jede Woche zur Gestapo nach Luxemburg-Stadt, um Anordnungen entgegenzunehmen. Durch Verhandlungen gelang es ihm, die Deportation einzelner Juden und Jüdinnen hinauszuzögern oder Transporte 14 Tage im Voraus bekannt zu geben. Dies ermöglichte
einzelnen Juden vor dem Abtransport unterzutauchen. Verstöße oder die Missachtung der Befehle wurden hart bestraft. Oppenheimer wurde regelmäßig schwer misshandelt. Andere wurden verhaftet und über das Gefängnis in Luxemburg-Grund ins SS-Sonderlager KZ-Hinzert deportiert, wo sie nach vorangegangener Folter in die Vernichtungslager weiter deportiert wurden. In 6 weiteren Transporten sollten noch ca. 330 Juden und Jüdinnen zwischen April 1942 und Juni 1943 von Luxemburg-Stadt gen Osten, unter anderem nach Theresienstadt, Itzbica und Auschwitz deportiert werden. Nur 33 davon überlebten die Shoah. Auch der sogenannte Judenälteste, Oppenheimer, teilte das Schicksal der im Land verbliebenen Juden und Jüdinnen und wurde zusammen mit seiner Frau Aline und seinem 10-jährigen Sohn René am 17. Juni 1943 im letzten Transport nach Theresienstadt deportiert. Dort verstarb Aline an Entkräftung. Im Oktober 1944 wurde Alfred Oppenheimer ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau weiter deportiert, wo er sich als Feinmechaniker ausgab und fortan Zwangsarbeit leisten musste. Sein Sohn René erreichte einige Tage später das Lager und wurde dort sofort vergast. Als einzige seiner Familie überlebte Oppenheimer die Shoah und wurde 1945 befreit. Nach der letzten Deportation im Juni 1943 schlossen sich die in Luxemburg verbliebenen 64 in Mischehe lebenden Juden und Jüdinnen zu einer Restvereinigung der jüdischen Mischehepartner unter der Leitung von Dr. Eugen Grünberg zusammen. Über die Tätigkeit der Restvereinigung bis Kriegsende ist jedoch nur wenig bekannt. Noch ca. 6 andere Juden hielten sich im Land versteckt. Lediglich 28 wurden vom Widerstand über die Grenze ins westliche Ausland geholfen, wobei auch die nach Frankreich oder Belgien geflohenen Juden und Jüdinnen Opfer von Deportationen werden konnten. Der in Eschalzett geborene 10-jährige Marcel Hansel beispielsweise floh am 10. Mai 1940 mit seinen Eltern nach Frankreich, wo sich die Familie gut zu etablieren vermochte. Am 8. Dezember 1943 wurde Marcels Vater Osias in den Osten deportiert, wo er am 8. Dezember 1943 in Piskovice in der Nähe von Gleiwitz ermordet wurde. Marcel und seine Mutter Leonie Herz wiederum wurden ein halbes Jahr später am 31. Juli 1944 von Drancy aus nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Henri van Stock an anderer Stelle wurde von Belgien aus deportiert. Über das Fort de Braine-d'Oc und die Kaserne von Dossin wurde Van Stock anschließend in das Lager Blechhammer deportiert, bevor er durch den Vormarsch der Roten Armee auf einen Todesmarsch unter anderem in die Konzentrationslager Großrosen und Buchenwald getrieben wurde. Erst am 21. April 1945 wurde er als einer von wenigen Passagieren des sogenannten Todeszuges nach Dachau befreit und kam anschließend zurück nach Luxemburg. Von den nach aktuellem Forschungsstand ca. 4.500 Juden und Jüdinnen, die 1940 in Luxemburg vor der Besatzung lebten, fielen rund 1.200 der Shoah zum Opfer. Weniger als ein Viertel der Überlebenden kehrten später auch nach Luxemburg zurück, in der Hoffnung, auf ihre Angehörigen zu treffen. 1947 wurden weniger als 900 Menschen jüdischen Glaubens in Luxemburg gezählt. Ca. 44% davon besaß nicht die Luxemburger Staatszugehörigkeit. Nach dem Krieg widmeten die Luxemburger sich vor allem dem Wiederaufbau des teilweise durch die Ardennenoffensive zerstörten Landes, der Instandsetzung der demokratischen Strukturen sowie den politischen Spannungen zwischen der Exilregierung und den Widerstandsorganisationen. Den Überlebenden der Shoah ging es zunächst vor allem darum, ihr privates, berufliches und gemeinschaftliches Leben wieder aufzubauen. Dem Andenken an die Opfer wurde vor allem innerhalb der jüdischen Gemeinde gedacht. Durch den Wiederaufbau des Landes gebremst, mussten die Juden und Jüdinnen des Landes bis 1953 bzw. 1954 auf die Einweihung der neuen Synagogen in Luxemburg-Stadt und Eschalzett warten. Zu diesem Zeitpunkt entstanden auch die ersten Steindenkmäler und Gedenktafeln, so unter anderem auf dem Friedhof Bellevue in Luxemburg-Limpertsberg oder auf dem Friedhof in Ettelbrück. Fast ein Jahrzehnt später wurde 1969 in der Nähe des Klosters Fünfbrunnen
ein erstes Mahnmal errichtet. An diesen Orten werden bis heute jedes Jahr Gedenkzeremonien abgehalten. Weitere Initiativen von offizieller Seite sollten folgen, wie zum Beispiel in Ejalzet, wo 2005 der Gedenkort die Place de la Synagogue oder in Luxemburg-Stadt, wo 2018 eine Gedenktafel am Hauptbahnhof und das Kaddisch-Denkmal eingeweiht wurden. Mit einigen Ausnahmen wurde die Shoah nach dem Krieg in Luxemburg kaum in Veröffentlichungen zur Besatzung des Landes erwähnt. Erst in den 1970er und 1980er Jahren beschäftigte sich der Journalist Paul Cerf in 2 Büchern eingehend mit diesem Kapitel. Die meisten Überlebenden zogen es vor, das Erlebte hinter sich zu lassen. Ausnahmen bilden hier unter anderem Alfred Oppenheimer und Robert Zerebrennik, die detaillierte Berichte über das Schicksal der Juden hinterließen und in den 60er Jahren als Zeugen im Eichmann-Prozess aussagten. Erst am Ende des 20. Jahrhunderts kam es zu mehreren Bildungsinitiativen, wie zum Beispiel der Gründung des Vereines der Témoins de la Deuxième Génération, der seither jährlich den Besuch von etwa 100 Gymnasiasten in Auschwitz organisiert. Seit 2013 haben mehrere Gemeinden beschlossen, sogenannte Stolpersteine in Luxemburg zu setzen. Im gleichen Jahr entstand im Musée National de la Résistance mit Between Shade and Darkness die erste Ausstellung, die sich dem Schicksal der Luxemburger Juden und Jüdinnen widmete. Daneben widmeten sich Historiker der Universität Luxemburg, aber auch die Gemeinden zusehends dieser Thematik. Die Stadt Differdingen beispielsweise befasste sich 2014 im Rahmen einer eigenen Ausstellung mit dem Schicksal der im Ort lebenden jüdischen Bewohner. Bei dieser Gelegenheit entschuldigte sich der damalige Bürgermeister Roberto Traversini im Namen der Gemeinde bei der jüdischen Gemeinde des Landes für das damalige Verhalten der Verwaltung. Ein Jahr später, im Anschluss an die Veröffentlichung des sogenannten Artuso-Berichtes im Februar 2015, in dem die Kollaboration von Luxemburger Behörden an der Judenverfolgung durch das NS-Regime behandelt wurde, entschuldigte sich dann auch die Regierung und das Parlament am 9. Juni 2015 für das den Juden zugefügte Leid und der ihr angetanen Ungerechtigkeit. Im Hinblick auf die Pflicht zur Erinnerung entstand dann 2018 auch die Luxemburger Stiftung zur Erinnerung an die Shoah. Trotz der jüngsten Entwicklung in der Forschung und der Erinnerungskultur zum Zweiten Weltkrieg in Luxemburg bleiben noch etliche Fragen ungeklärt. So mangelt es beispielsweise noch an Kenntnissen über die Reaktionen der Bevölkerung auf die Ausgrenzung und die Vertreibung der Juden. Auch über Fluchthelfer und in Luxemburg versteckt lebende Juden und Jüdinnen gibt es nur sehr begrenzte Informationen. Weitreichende Nachforschungen über die Enteignungen und Konten, auf denen noch immer jüdisches Vermögen lagert, stehen ebenfalls noch aus.